Goedemorgen alle. Ik wil jullie alle welkom van deel. En mij vreet het van deel, we zijn wat teruggekomen en dankzij voor jullie gebeden voor mij laatste weekend, wanneer we in Niagara Falls waren, we deden doen een kerk doen met predig, zijn dat smars en ook zijn dat zo over, zijn ons zo over. We gaan van deel een frisse series aanvangen in de Pfizer en dus een kerk in de Engelse service gaan Pfizer doorgegaan, Ephesians, en we moeten een aanvang. En nu de Engelse aandacht wordt versiteit in de andere series doorgegaan en dan we worden een beetje zo catch-up spelen met het. En zo wanneer we een paar maanden nemen voor Ephesians of Pfizer en dan worden we meest krijgen dezelfde stad waar dan worden we top Pfizer doorgegaan. Mij heeft er al lang geïnteresseerd in de series doen aan dit boek. Ik geloof dat zeer veel wat we kan van dit boek leren. En hier wordt vele boodschappen kan uitgenomen. In prediker wat ik een beetje studeren deed, wat hij met dit boek deed, hij weer al 60 boodschappen der en hij weer maar een kapitel 4. So je zijn vele thema's, vele dingen wat we worden kan van reden van dit boek. Zeer diep en zeer rijk met wat we leren kan. Maar ik wil van deel in aanvang merken, wel een klein beetje reden van dit brief, wat het is, en dan waar we zijn, wat onze eeuwige zijn is in Jezus Christus. So ik wil even aanvangen, wieder gaan met onze gebed. Ik wil aanvangen met een gebed. Lieve Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar we kunnen toekomen als natuurlijk. Dat de Heer, waar die woord aan ons reden deed van de dag, we verstaan dat als 2000 jaar terug geschreven, maar wenn die woord levendig is, dat is voor ons ook passend van de smars. En we beten dat die woord ons dat klaar wijzen van de smars, wat in die woord hier is, voor ons te huis nemen en uitoefenen. We beten dit in Jezus' naam. Amen. So, we willen van deel de eerste 14 versen doorgaan. En we worden vielleicht bis tijd gaan voor 6. En dan de nächste zondag wordt ik de predigt gaan, waar we de 7 tot 14 doorgaan. Maar we willen aanvangen met Epheser kapitel 1 tot 14 lezen. Dat zegt ze dit. Paulus, den Gott zijn gewalt had, Christus Jezus, zijn pastor te zijn, naar de Heilige in Ephesus, en onze Christus Jezus trouw zijn. Genade met junt en vrede van God, onze Vader, in onze Herrn Jezus Christus. Onze Herrn Jezus Christus, zijn God, in Vader, zal doorver geloofd worden, dat hij ons in de hemel brengen. Al de jesere zingen geschonken heeft. Wilt hij de wereld den grond leed, had hij ons bestemd in Christus zijn heilige onschuldige kinderen te zijn. Wenn Gott zijn Leib voor ons had hij dat zo aangereicht, dat hij ons door Jezus Christus aannemen wil, zo als zijn ene kinderen. Nu kan we niet anders als zijn grote genade loven, die hij ons heeft toekomen laten door zijn leven zijn. Jezus Christus. Door Jezus, die zijn bloed voor ons gegeven heeft, zijn we losgekocht. En ons zijn de zinden vergeven door de grote genade, die in ons leven naankwam, en ons de ogen voor de waarheid opmaakt. God heeft ons zijn geheimnis weten laten.
dort hij sich hat vergenommen, durch Jesus Christus für einen Tag zu bringen. Wann wir bestimmte Zeit erst wird hier sein, dann wird hij alles, wat im Himmel en op de eerd is, onder de Haupt bringen. En dort is Christus. In Christus hat hij ons verruht bestimmt, seine Ohren zu sein, so als hij dort geplant hat. En hij führt alles so uit, als hij dort will. So dort wie die wie op Christus hoopten, de eerste wären, die seine Herrlichkeit loven. En zo wir dort ook met jent, die je de Wahrheit gehoord haben, wodurch je geraad worden en on am gleiven. Dan teken Gott jent met den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt dafür, dat wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Deswegen, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. So, das ist ein Anfang von dem Brief. Und wir wollen von der ein kleine Zeit nehmen für ein was Saas durchgehen. Ich will uns ein paar Bilder weisen von der Stadt Ephesus. Und dort ist eine Stadt, was nu Türkei ist. Dort ist, wo die Stadt ist. Ich will uns bloß ein paar Bilder weisen, wo diese Stadt wir. Und so hier, das erste Meer, dort ist Türkei, und boven dort ist Greece. Dort ist, wo die Stadt wir. Und die kann sein, das ist dicht bei dem Meer. Der große Meer, was auch in Israel wieder sehen wird, wo Israel ist, sein. Und das ist ein bisschen so, das Land zu loten dort. Das ist ein bisschen steinerig, aber eine sehr schmacke Ambiente. Und es kann sein, dass es eine Formerie in der Zeit, da wir eine sehr reich Ambiente, wir viel geschafft und welche Menschen, die Geld machen mit allen Sorten. Und es ist eine große Stadt. Es sind vielleicht bei 250 bis 500.000 Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Und dort ist eine Stadt, Menschen wie sei es Windsor, in Tecumseh und die ganze Stadt, sei es für Menschen, die dort wohnen, leben in dieser Stadt in der Zeit. Und wie in einer reichen Stadt, das ist ein von den Theaters, was sie bieten. Und hier wir selten für über 50.000 Menschen, die hier können, was sein, wie das steht. Und das jetzt zu sein, dass wir in einer Stadt, die sich bosig abbietet, und die haben viel, und wenn sie auf dem Meer wären und können Geld merken von dort. Hier ist ein Bild von der, wir würden sagen, der Gas, der geradste Gas, was durch die Stadt geht. Und ich kann sein, wo dort Schmack ist. Ich kann vielleicht nicht von Fan sein, aber die Steine, die gebraucht werden für das Werk, das sind nicht bloß die billigen Steine. Das sind so eine Steine, was wir von der und da brauchen dann für Countertops und die Diamanten-Ton. Das ist Marble, Granite und paar Steine, was hierfür gebraucht. Und dann kann ich sagen, jeder sieht Werk, werden durch Geschäfte abgestellt, Stühlen abgestellt und dort ist, wo Menschen erleben müssen. Und hier ist noch ein Bild, wo von der und da, der erste was wohnt dort, aber die großen Bilder, die in den Zeiten wären, die sind nu die sind verfallen. Hier können wir wieder sein, was von einer reichen Stadt das wir. Und das ist ein Haus, das sie Leute haben, frisch abgegraben, wir ein paar tausend Jahre zurück gebaut worden. Und ihr kann mit sein, was von einer Schmack Steine und da wir vielleicht sehr Schmack ausgefarben und mit anderen diese Dinge behangen. Das ist ein von den Tempeln, was in der Stadt wir. Und je wird mit Lehren und mit Studieren in History, kann vielleicht an the 7 Wonders of the World. Ihr habt vielleicht mal von gehört, es sind 7 Städte oder 7 Gebiete,
wat duizenden jaar terug moet gebouwd worden, wat wunderlich werden, wat groot en wat schmack die werden. En dit is een van de tempels, wat een van de 7 wonders of the world weer. En dit wie een tempel naar Diana. Diana weer in Ofjata, wat de mensen de stad aanbeten deiden, dat zij Kinder kunnen hebben, dat zij würden een schijnend seksueel verhältnis kunnen hebben met anderen. En hier ging zeer veel onmoralisches alle op touw, wanneer zij deze Ofjata Diana aanbeten deiden. En dit is een beetje waar de tempel dan wordt loten in die tijd. Ze hadden het nog studeerd. De gebieden wat er nu nog staan, de stenen wat er nu nog staan, en ook wat beelden van Ushama. En dit is, je kan zijn, een grote gebied en een grote tempel dat dan in die tijd weer. En dit is de Ofjata Diana. En zo wie waren loten zijn, waar Paulus hier gereden heeft van Christus en waar Christus haar over alles is en waar bus een God is en wie alle bus een zijn en alle eenigheid hebben in een Christus, wat Paulus reden heeft is dat Diana meint niet, Christus is alles. En zo, we moeten een klein beetje verstaan, wat redt Paulus, wanneer hij hier Steven deed. Hier is nog een beeld, een statue van Diana. En deze beelden van haar, dat gaat over de ganze stad te zijn. Want zij groeven down, zij vingen alle wegen, deze Ofjata Diana. En zij weer een falsche God, wat zij aanbeten deden, wat niet werkelijk weer. Maar Diana wie een centraal poort van wat Ephesus weer. So, maar dort waar we een klein beetje zijn, waarvan een stad hij nou reden deed. Dat we een rijke stad, dat we een stad wat viele mensen hadden, en dat we in Noord van, dat we in Noordstad zoals Detroit of Windsor, wo de veel schapen aankwamen, en den schacheren, en door dat geschaft worden die rijk. Paulus vangt aan dit brief van de eerste vers en hij redt een klein beetje dat hij is de schrijver van deze vers. So, wanneer je wel de Pfizer opmerken bij de eerste vers, je worden zijn dat Paulus wie die wat het schrijven deed. En wanneer we in Apostelgeschichte een klein beetje lezen dan, we zijn in de Apostelgeschichte kapitel 18, dat Paulus houdt in deze stad aan van een paar deel. We zijn dort in kapitel 18 en aan de 18 met 21 vers. Lezen we hij door een korte tijd weer. En hij bracht het evangelium doorheen. En dan een paar maanden, een paar jaar later, aan zijn nächsten reis der hij omgaat, houdt hij door aan. En dat zegt in kapitel 19 van de Apostelgeschichte, dat hij blijvende omgaat vielleicht bij 2 jaar. En hij weer in Ephesus voor 2 jaar. En wanneer hij door weer, dat hij Jezus Christus predigen. En we kunnen vielleicht een beetje van wie deze beelden in kop hebben, we kunnen zijn vielleicht, waar hij verder des Ofjata Diana stonen deed. En predigt Jezus Christus. En woon smak het beeld dat wat hij gewaast, wo zijn wat Diana aanbeten deden. Dreden van dort. En knijden zich voor Jezus Christus. En hij weer dan 2 jaar in deze stad. En 1 Korinther, dat brief 1 Korinther, lezen we in kapitel 16 van 1 Korinther, dat Paulus heeft dat brief geschreven in deze tijd, wanneer hij in Ephesus was. Dit brief werd naar de heilige in Ephesus geschreven. So, dit is een boek wat naar Christen is geschreven. Dat is niet bloß für uns einer, aber es ist der Unterblick an der Bibel. Wir müssen fertig verstehen, nach wem war das Buch geschrieben, dass wir können ein bisschen verstehen, was braucht das zu sein nach uns. Wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann ist das Buch nach uns geschrieben.
Hij nannt de Christen in deze stad de Heilige. Wir würden sagen, in Englisch, der dort übersetzen, Saints. Wir sind dort vielleicht gewarnt, dass die Katholiken dort haben, wenn einer gewisse Zeit fan leben wird und viel dort für Gott dienen, dass wenn einer sein sehr wunderbares Leben hat geführt für Christus, dann kann wir entzehnt worden allen Heilige. Aber was ist dort Paulus hier lernt hat? Wer ist, sondern was entzehnt ist oder ein Heilige? Ein Heilige oder ein Saint ist irgendeiner, was Jesus Christus angenommen hat und durch Jesus Christus dezelfde gerechtigheid hat, wat Jesus Christus hat. Die Bibel lehrt uns, dass wann wir Jesus Christus annehmen, Gott nimmt unsere Gerechtigkeit, was nicht anhält, wir sind schwindig, wir sind voll Sinn. Er nimmt dort weg, das sagt in 2. Korinther, das alles ist vorbei. Und er gibt uns was nicht. Und dort nicht ist Jesus Christus die Gerechtigkeit. So, wenn wir Jesus Christus angenommen haben als uns Heiland, dann sind wir gerecht. Dann sind wir heilig. Wir sind nicht heilig, wegen wir selbst heilig sind, dass wir selbst rein sind, dass wir selbst perfekt sind. Aber Jesus sagt, seine Gerechtigkeit an uns, dass wenn Gott uns sieht, er sieht nicht uns Gerechtigkeit, er sieht Jesus Christus in Gerechtigkeit. So, jeder von einer von uns sind Saints. Jeder einer von uns sind heilig. Und das ist noch wem das Buch war geschrieben. So, wenn ihr dann hier sitzen und ihr habt Jesus Christus angenommen, die sind auch Saint John oder Saint Peter. Die würden ihn einordnen so nennen können. Ich glaube nicht, so, da wird Maut sein, aber nur die Bibel nur dort ist, wer wir sind. Wir sind heilig für Gott. Wir sind noch von Offenbarung, Kapitel 2, 1-7, vielleicht 30 Jahre nach dem Buch war geschrieben, schreibt Johannes noch einen Brief nach diesem Tag. Und wir uns dort sehr schuld, weil er alle Tau ging. Paulus schreibt den Brief nach diesem Tag, was in diesem Ambiente werden. Und uns hielt sich dort empfiehlt, abzubauen und zu treisen und zu lehren, dass sie Jesus Christus loben würden für was er deed in Erd. Und in Offenbarung Kapitel 2, 1-7 sagt er es dort. Nur der Engel von der Gemeinde in Ephesus schrieb, dit sei, sag die 7 Stieren in seine rechte Hand hält. Und werden mag die 7 goldene Lampenholer jet. Ich weit deine Werken, deine Arbeit und deine Geduld. Und dort du die verledene Menschen nicht verdrehen kannst. Du hast die uitgeproefd, die door jenen vergeven Apostel te zijn, die dort aber nicht sind, und hast uitgevangen, dort die leer sind. Du hast geduldig uitgeholen und bist nicht meidgeworden, mijn Namen zijn hoven te arbeiten. Aber ich hab dit jengen die, dort du von den ersten Leib aufgekommen bist. Denk dir an, wovon du gefallen bist. Kehr und du war dort du am Anfang dienst. Wenn du nicht umkehren wirst, wo ich kommen und die Lampenholler von der Stadt wegnehmen. Aber das hast du, dort du den Nikoliten ihre Werke nicht leiden kannst, und ich auch nicht leiden kann. Wer Ohren haft,
dem Lot hieren, was der Jest der Gemeinden sagt. Dann Jewerner worden ak von Lebensbaum te eten geven, die Maden in Gott zijn Paradies steht. So ik wil deze versen van jou lezen, wenn ik wil gaan wie zullen bewaard worden. De weet wat Paulus in dit boek geschreven heeft, die willen voor de kerk hem aannemen, hem uitleven, en dat de weet wat in de brief weer in Epheser zal ändern, wo ze leven deiden. En we zijn van openbaring, dat zij stelden er leven aan, no dat wat zij doen willen. Maar ik wil zijn, de ondergrond van Epheser, de grootste ding wat we zullen begrijpen van Epheser, is niet wat we doen zullen, dat is wel wie Jezus Christus aannemen zullen. Dat is wel wie Jezus Christus zijn zal. Dat is wel wie Jezus Christus in ons hart zullen schaffen laten. Dat is daar aber het hartändernis is wel wie leven doen. En we kunnen zijn van openbaring dat deze kerk die hier wat Paulus leert, en zij vangen van aan, wat ik meen met dat, als ze vangen aan van hart te leven, en hart wat handgegeven in Jezus Christus. Maar met de tijd verleden zij er ziel voor Jezus Christus, en leven bis in den wandel wat op werken wie gebied. So wanneer we dit boek doorgaan, dit is een ding wat ik wil gaan, die zo'n allemaal ferne gedanken houden. Dat is niet bis genoeg om dat anderen wat we doen. We moeten anderen wer we zijn in hart. En wanneer we niet anderen doen wer we zijn in hart, de werken wat we zullen doen, dat wordt ons ook wat toebrengen, wo de kerk in Ephesus weer, want Johannes de aanschrijvendheid in openbaring. So, we willen een paar versen doorgaan. En wat we van deel niet van reden worden, wat we dan nächste zondag wieder gaan. Paulus redt hier in de nächste versen, de derde vers, hij redt dat Christenhand in ewig zijn durch Jezus Christus. Hij vangt aan, ons Herr Jezus Christus, zijn Gott en Vader, zal doorver geloofd worden. Gott den Vader zal geloofd worden, wenn Gott de Vader schickt Jezus. Gott de Vader deed Jezus leiden, wanneer hij hier op de eerd ons dienen deed. En Gott de Vader heeft Jezus Christus en alles de heerlijkheid gegeven, wat in hemel en op de eerd is. Jezus Christus is verheerlijkt op de eerd en ook in hemel. Dat is wenn Jezus Christus, dat we jeder zijn gaan in Jezus Christus. Hij zegt alle de jesele zeningen geschonken heeft. Dat wat we gaan, verder Gott, alle geschenken, alle de genade, de dingen, de geschenken, de oven, dat leven, dat hebben we alle door Jezus Christus. En ik wil ook gaan, wie zullen zijn, hij brukt dat woord alle. All die. Hij zegt niet bis in paar, hij zegt niet bis in bestje, hij zegt alle. Dat wat we hebben, dus Christen in Jezus Christus. Gott ist nicht jedzig mit seiner Gnade. Wenn Gott uns das gibt, gibt er uns das alle. Und was ich meine mit das ist, und was Paulus hier lernt, ist, die jesle Geschenke, die Sehnen, was wir in Jesus Christus haben, dort haben wir nicht bloß ein Bett so, wir haben dort nicht bloß ein Port von dort, wir haben alle dort. Was können wir dann von das nehmen?
Wir können von das nehmen, dass wir eine Radung ganz. Und wir wollen Lothar auch sein, wo wir das verstehen sollen. Aber Gott hat uns nicht eine kleine Radung gegeben. Er hat uns nicht eine Radung gegeben, was Fleisch, was genug sind. Er hat uns dort all gegeben. Wieder sagt er in der 4. Vers, dass wir sind gewählt durch Jesus Christus. Wir sind gewählt, dass wir Gott seine Kinder sind. Und das ist ein Thema, was wir würden gerne ein paar Sendungen nehmen. Und in Englisch wurde wird gebraucht, das Predestination, the elect, and the chosen, and foreknowledge, und so wird. In Plattdeutsch brauchen wir die Gewählte, die bestimmt, die, was Gott wisst, würden am annehmen. Und so wir wollen ein klein bisschen Zeit nehmen von der, um das zu verstehen, was lehrt Paulus hier? Und was soll wir verstehen, dass es für uns schaffen wird? Wenn Gott uns wählen wird, um seine Kinder, um die Radung kriegen, das sagt hier, dass er wählt uns, dass wir würden gerat werden, dass wir dort ewig Leben würden haben. Wir werden gewählt als Kinder. Da wollen wir ein Beispiel brücken. Wenn wir wollen von der Arbeit fahren, wenn wir sagen, wir würden ein Greinhaus fahren für Arbeit fahren, und je veel naar arbeid en je weer wellicht om de eerste arbeid krijgen wat zij je geven hebben. Je ging naar en vroegen voor arbeiden en de wirt zei, je ook geen arbeid voor die. Ik wil gaan die zoals de wirt zijn over het ganze greinhuis. En dit wil zijn, dat wil zo zijn dat we würden niet unten anfangen, we würden viel boven anfangen. Und so ist es auch mit, wenn Gott uns wählen wird. Wir fangen nicht unten an, als Sklaven an, als Diener an, als Kinder. Wir fangen erst an, als Kinder. Gott sind ihren Kinder. Gott wählt uns, um in seine Familie zu sein. Wir sind gewählt, um Gott seine Kinder zu sein. Das sage ich in Christus. Und er braucht das Wort bestimmt. Und das wird bestimmt als, was in der Englischen wird gebraucht, chosen, oder wieder in dieser Version predestined. Dort meint dort stimmt, was gewählt ist. Wir würden gerne sagen, in einem anderen Weg, dort ist sicher, dort ist falsch gesagt, soll dort ein Wort werden. So, was Paulus hier lernt, ist, wir sind gewählt, um Gott seine Kinder zu sein, und wir sind bestimmt dazu. Gott hat uns gewählt, dass wir wollen Gott seine Kinder sein, und wenn er das bestimmt hat, das Wort wollen. Das sagt auch wieder, dass wir werden bestimmt, wir werden gewählt. In der 4. Vers sagt er, wills Eier der Welt den Grund lädt. Wenn die hier sitzen von der und die hat Jesus Christus angenommen, Gott wisst davon, Gott will, dass die würden Jesus Christus lernen können, Eier der Welt wird gemerkt. Das ist in der Wahrheit, was schwer ist zu begreifen. Wer sind wir in all unsere Fehler und wo wir kort kommen? Dort Gott wird all der Welt anfangen, sein, ich will die raten. Ich weiß, die was mein Kind sein. Ich sag die zu sehen, dass die was Radung fingen in mir. Wir werden gewählt, Eier, die ihr wird gemerkt. Sie würden dann fragen, wo schafft es dann taub, dass wir sollen wählen, wir sollen glauben, dass es in dem, was wir wählen, wo schafft das taub, dass Gott uns gewählt hat, Eier der Welt mögt. Es sind viele Wege, wo wir das verstehen. Und viel von das hat zu tun, wenn ihr das studiert habt, zwischen Calvinisten und Arminians. Aber ich glaube, der Weg, wo wir das best verstehen, ist das. Und das fing ich auch in 1. Petrus, Kapitel 1.
dass wenn Gott wisst, wer wird annehmen, wählt Gott, wem wird annehmen. Kom je hingen wat ik zei, dat zijn twee dingen passen taub. Dat is niet dat Gott ons bis uit zichzelf, ohne dat we irgendwas te doen hebben, ons willen deiden. En dat is niet bis dat we uit onszelf, uit onze ene kracht, ons ene willen, Gott willen, or Gott geloven deiden. Dat twee dingen passen taub. Gott hat uns gewählt, und wenn Gott uns gewählt hat, dann wir annehmen. Warum hat Gott uns gewählt? Das sagt, er hat uns gewählt, seine heilige, unschuldige Kinder zu sein. Wir sind nicht gewählt, Gott hat uns nicht zu sie gesagt, Verratung, bis so, dass wir für uns selbst leben, dass wir einen Sinn leben. Er hat uns gewählt und uns geraten, uns bestimmt, dass wir seine Kinder sind, so dort wir können für ihn leben. Den Preis, was Jesus Christus muss tun, dass wir Gott seine Kinder sind, ist ein höher, dieser Preis. Und Gott hat uns für die Rettung losgekauft, so dort wir können für ihn leben. Dann sagt er, wir sind bestimmt, zum angenommen, dass Gott seine Kinder. Der 5. Vers sagt es dort. Dort er uns durch Jesus Christus annehmen will, so aus seine eine Kinder. Er hat uns, in der englischen Rückwort wird adopted. Wir sind angenommen, wir sind Part von Gott, seine Familie, wegen Gott hat uns angenommen. Wir sind bestimmt. Von aller der Welt wird gemerkt, dass Gott seine Kinder sind. Warum tut Gott das? Er sagt, wenn Gott seine Life für uns. Gott hat Life für uns. Gott sagt uns, er will geboren werden. Und er hat Life für uns. Und wegen der Life hat er uns angenommen. So sehen, so Tochter. Wer hat das mehr gemerkt, dass wir sind angenommen, das Kinder? Das sagt durch Jesus Christus. Ich glaube, ich ein Beispiel zum Verstehen, wo das schafft ist. Viele von Ihnen haben müssen hier in Kanada ein Citizen worden. Die wären vielleicht in Mexiko oder in Bolivien oder in anderen Städten wie Citizen. Und die wollen hier ein Leben merken und die wollen hier Citizen werden. Meeste von denen, die hier Citizen waren Citizen durch ein anderer Mensch. Zum Beispiel, wenn wir sein in Mondale hier Citizen waren und sie früh als Citizen. Er kann Citizen werden durch seine Früh. Oder wenn die Kinder noch nicht Citizen sind, aber wenn wir sagen, die Vater als Citizen, die Kinder werden Citizen hier durch die Vater. Wenn der Vater auch ein Citizen ist, kann die Kinder auch. Und so ist es auch, dass wir angenommen worden, dass Gott seine Kinder. Wenn wir in Christus sind, dann können wir Part sein von Gott seine Familie. Das ist nicht, dass wir nicht geschafft haben, dass wir die Kinder werden. Das ist, wenn wir in Christus sind. Christus ist da, wodurch wir Citizen werden. Dann lehrt uns wieder dort, wir sind bestimmt durch Gott sein Plan und durch was Gott gefällt. Er sagt, so als er dort geplant hat, und er führt alles so uit als er dort will. Was er will. Wir sind nicht bestimmt wegen wir dort wollen. Wir sind nicht bestimmt wegen dort, was wir geplant haben. Gott plant dort, Gott schafft das uit, so dort, wir würden die Rettung finden. So, was schafft es dann? Was schafft Gott in uns, den Plan uit zu schaffen?
Gott hat uns bestimmt, ehe die Welt wird gemerkt. Und dann lehrt die Bibel uns in Versen des Johannes Kapitel 6, 44 Vers, sagt es dort. Keiner kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich geschickt hat, am nicht tragen wird. Und ich will am letzten Tag abweichen. So die, was Gott bestimmt hat, wird er auch tragen. Wer Gott getragen wird, so eine Menschen dann glauben. Oder er hat die Gelegenheit zum Glauben. Gott wird tragen, dass sie kann sich sein, wer sie sind. Und dann kann durch die Predigt, durch das Evangelium, was noch ankommt, die Entscheidung merken, dass in Jesus Christus die Rettung finden. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, 13 bis 14, redet von, wie wichtig dort ist, dass das Evangelium wird gepredigt, so dort, sondern wird von Anfang gewählt sind, wollen Jesus Christus annehmen. Sie sind vielleicht dann hier und die fragen, wo können wir weiten, dort Gott hat mich gewählt? Wo können wir weiten, dort Gott hat mich bestimmt? Ich glaube, wir denken, viel zu deep an das wir sollen. Was ich meine mit dort ist, wir gehen in Weh und denken durch Dinge, was nicht wichtig ist. Hier ist die Antwort. Wo können wir weiten, dort wir bestimmt sind? Wir können weiten, dort wir bestimmt sind, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. So simpel ist das. Wenn wir in Christus sind, dort ist der Beweis, dass wir bestimmt sind. Wenn wir die Gelegenheit haben, zum Jesus Christus annehmen, und wir merken die Entscheidung, zum Jesus Christus annehmen, dann beweisen wir, dass wir bestimmt sind. Dort ist nicht, dass wir nun keine Gelegenheit haben, die Entscheidung merken. Dort ist nicht, dass wir ohne Kraft haben, die Entscheidung merken. Gott hat gewusst, Gott weit, Gott wird weiten, wo du wirst stehen, wo du stehst von dir. Und Gott raubt jeder eine von uns und sagt, merk dort bestimmt Sache. Nimm Jesus Christus an. Wer Jesus Christus bestimmt, raubt er. Und wer Jesus Christus raubt, gibt er die Gelegenheit, Jesus Christus anzunehmen. Hast du Jesus Christus angenommen? Bist du bestimmt? Woran sind wir bestimmt? Woran sind wir geraten? Der 12. Vers sagt es sehr klar. So dort wie, die wir auf Christus hofften, die Erste werden, die seine Herrlichkeit loben. So ich will von dir alle taubingen mit das. Ich weiß, wir gehen ein klein bisschen über Zeit. Wir wollen beproben zu begreifen, wo groß Gott seine Liebe ist, wo groß Gott seine Weisheit ist, wo groß Gott seine Gnade ist, wo groß Gott sein Plan ist. Dort er können für alle Ewigkeit weiten, wer von dir Smars wird hier sitzen. Und von aller Zeit in aller Ewigkeit in Plan merken, dort wird alle ausschaffen, dort wir würden Jesus Christus finden. Dort Jesus Christus wird klar worden in uns Leben. Denk und klein an der Life, was Gott mit haben an mich und an die, dann von eier die Erde hier wieder an uns zu denken. Eier die Welt wird gemerkt, dass wir einen Plan noch haben, wo er wird uns raten. Wenn dort nicht ein Beweis ist von seiner Life von uns, dann wird es nicht was ist.
Der einzige große Leib, was Gott hat uns bewiesen, ist, wird Jesus Christus auf dem Kreuz starb für unsere Sünden. Aber dort Gott hat von aller Ewigkeit eine Leib, eine Plan gehabt für uns. Dort ist schwer zu begreifen. Und ich weiß nicht von irgendwas anderes, was wir können tun. Und das Paulus hier in der 12. Vers sagt, Gott für seine Herrlichkeit loben. Dankschein Gott. Dankschein Jesus Christus für euer Akt gemerkt wir an mich zu denken. Dankschein Jesus Christus für am Kreuz sterben, so ich kann losgekauft für meine Sünden. Dankschein Herr Jesus, dass du hast mir gelehrt, was du wo ich konnte klar kriegen, wer ich wir. Dankschein Herr Jesus. Für mich halten Gott sein Geschenk an Jesus Christus anzunehmen. Und Dankschein Dreieinigkeit für die Leib, für die Seligkeit und die Rettung, was wir haben. Für dort können wir Gott loben und wir sollen ihn loben. Und es ist nicht stark, weil wir Gott jeder Tag preisen, danken und anbeten, für was er getan hat für uns. Weil wir schließen mit Gebeten. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar. Und wenn wir nu hier wollen, ein Lied singen, help uns von Hort zu singen. Dass wir die loben können für den Plan, der Leib, der Genot, was die hast uns bewiesen. Eier wie wir, wisst ihr, wer deine Kinder würden sein. Und die hast uns bestimmt dafür. Wir haben das nicht verdient, wir sind das nicht wert, wegen was wir getan haben, aber deswegen hast du uns Leib gewesen. Gott, Dankeschön. Wir beten nicht in Jesu Namen. Amen.